Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Anno 2205 mit dem großen Abschlusspart. Ja, es wird keine dritte Staffel mehr geben, weil ich glaube, ich habe das Spiel gleich durch, also zumindest mal durchhaben. Es ist ein Strategiespiel, quasi Endlosspiel. Aber ich denke mal, was man überhaupt alles machen kann und vor allem zeigen kann, habe ich gleich alles durch. Ja, ihr seht, Kundenfavorit Stufe 47, es hat sich ein bisschen was getan seit der zweiten Staffel. Und natürlich hat es komplett falsch, ich wollte gar nicht hin, dankeschön. In der letzten Folge hatten wir vor allem hier noch, dass wir einen Energietransfer hatten, sprich Strom vom Mond hier unten gebracht haben, oder halt hierhin, Akia-Scholen oder Viridische Bucht. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgebaut, und zwar insofern, dass der Mond jetzt alles macht. Sprich den ganzen Strom produziert und herunterliefert. Seht auch hier schön, was wir alles haben, Kreditbilanz und so weiter, das war alles geil, auch Kredit selbst, Konto, Maximum, geht gar nicht mehr. Allerdings, naja, also ich bin schon ein paar Mal fast bankrott gegangen, muss wieder helfen und so, wieder 500.000 oder 300.000 Kredit gehen, deswegen auch da Schuldenrückzahlung, ach krass, war 10% von Bilanz. Muss da jeweils abblechen, ne? Ist auch nicht schlecht. Jo. Ansonsten, Mondlizenzierungsprogramm sind wir am Abschluss. Ihr seht, Investoren habe ich auch grausam ausgebaut, sehen wir gleich noch mehr dazu. Ansonsten Androiden, Replikatoren, ich glaube Replikatoren hatten wir schon, Androiden glaube ich noch nicht, war der zweiten Staffel. Computer auch schon, Schwerkraft auch und Stadion mittlerweile auch. Jo, ich muss sagen, mal kurz nachgucken, ansonsten, was gibt es denn? Ja, das ist Auftragszentrale, klar. Zum Abstimmen, die Flotte. Soll ich dir was bauen? Wir haben noch ein, zwei Schlachten gemacht, Leute, viel mehr nicht, weil ganz ehrlich, da bringt's. Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Naja, im Grunde genommen geht es echt nur darum, Kampferfahrung kriegen und Materialien. Mehr ist da nicht. Und ganz ehrlich, Standard ist eh zu einfach, Fortgeschrittene geht und Experte. Haben wir mal versucht so, aber da bin ich grausam auf die Schnauze geflogen, das ist echt krass. So. Ansonsten jetzt hier zurück auf die Erde, die Viridische Bucht halt. Was hat sich großartig verändert? Ich habe die Standorte gewechselt. Also jetzt hier auf unserer Hauptinsel die Grundarbeiter, also sprich die ungewaschenen Arbeiter. Ja, sind jetzt alle hier noch, aber wegen dem Häuschen und so weiter. Kann das jetzt hier verfrachten. So. Ansonsten, wie gesagt, kein Strom mehr soll hier produziert werden, halt alles andere. Dann haben wir hier noch die Statue, das hatten wir ja noch das Projekt an. Das ist ja auch, ja, schön und gut, das Projekt selbst, aber abgesehen von dem bringt es nichts. Kann ich hier wieder abschließen, stoppen. Oder starten. Wow. Ja. Das große Projekt hier, aber ansonsten hier halt, die Algenfarmen jetzt hier plötzlich überall verteilt. Wir haben sonst noch sehr viel, was wir bereits auch kennen, unter anderem. Das meiste eigentlich. Die Rinderfarm. Aus Sojabohnen, Rinder. Ja, Sojafarmen hier halt. Das Labor, genau. Wir haben noch die Reisfarmen, die fressen mir. Also Reis fressen die echt die Welt mal. Also es ist unglaublich, was die an Reis fressen. Scintillen, Zings, Bums, Bangs, Bums. Ja, Saftkallerei hier im Prinzip ähnlich. Die haben es ein bisschen übertrieben mit der Position her auf den Obstplantagen. Hier oben haben wir, das müssen wir bereits kennen, war ein Nanoschleifer. Natürlich Neutronium-Labor. Ansonsten hier Kobaltmine, die ist glaube ich auch bekannt. Siliziummine glaube ich auch noch. Jetzt kommt glaube ich Angst zu dem, was ein bisschen neuer ist. Die Key-Montagefabrik. Ja, für eine neuronale Schallkreise. Für die Androiden, die wir hier auf der Erde und auf dem Mond oben brauchen. Jo, hier noch die Weinplantagen. Dann haben wir hier die Luxuskostmanufaktur, einfach ein bisschen verlegt von unten nach oben. So, und hier oben geht es noch weiter. Wir haben hier die Flachsplantagen. Siliziummine, genau, natürlich alles irgendwie etwas braucht Silizium. Auch hier braucht Silizium für die Mikrofabrikationshalle. Und Nanotextilfabriken. Ein bisschen Dingsbums hier. Algen, genau. Und Siliziummine. Jo, das ist eigentlich schon die ganze Produktionsstätte. Hier, wie man sieht, noch Strom, wobei, wie gesagt, kann ich jetzt eigentlich alles abreißen. Brauche nicht mehr.
alles passiert zu Demonstrationszwecken. Und wir sehen ja weiter, was die alles in Wasser brauchen. Hier noch eine Siliziummine. Ja, und von dem her, ihr seht es hier oben, sehr schön, kommen wir jetzt halt langsam zur Hauptinsel, zur neuen. Ne? Wir haben hier die Vorstadt hier oben. Das ist ja vor allem die zweite Schicht. Die Gehälter, das Betriebsklima, das ist mal ein Traumjob. Genau, die weiblichen Administratoren, die ja nur Infozentrum und Security brauchen. Und hier oben haben wir die ganz großen. Alter Schwede. Hier haben wir die Manager. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Und die Investoren mit dem neuen Stadion. Wir haben es auch hier, Wartung 8000. Es ist schon alles sehr teuer geworden. Yeah. Ansonsten U-Bahn und so auch nichts Besonderes. Hatten wir auch schon, aber eben das ist vor allem speziell. Weil das ging ja erst ab 100.000 Investoren. Wenn man so zeigen kann. Genau, die waren glaube ich noch neu. Ich glaube ab 50.000 oder 75. Die ab 100. Und hier, das hier im Hauptquartier, das machen wir gleich. 150.000, weil ich will jetzt in dieser Folge eben noch 2 Komplexe machen hier. Ist so schön. Das 2 Wohnhäuser. Das sieht jeweils 2500, das heißt 5000 bei 2, dann hätten wir genau, also ein bisschen mehr als 150.000, dann passt es perfekt. Ansonsten, ja, der stört es ein bisschen hier hinten. Ja, das alles ein bisschen umpflanzen, das war auch eine Mordsarbeit hier, aber jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, es hat sich auch gelohnt. Weil einfach alles so schön aussieht, war. Jo, das wie gesagt machen wir gleich. Wir fordern das hier. Das erschwert die Arbeit nur. Grafen wir auch eh keine mehr. Kann ich Ihnen eine so wichtige Sache... Nö. Jo, das war mal das Neue, was wir hier halt in der Viridischen Bucht haben, war. Und ihr seht es hier sehr gut, wir haben hier halt Geht hier Hand in Hand. 4 Stufen. Wunderbares Paar. Ja, mit den Bedürfnissen und so weiter. Die gehen halt echt am meisten Kohle ab. Das ist so unglaublich, was die an Geld rausschmeißen. Sieht hier auch sehr gut. Angestellten und so weiter. Wobei, wirklich sehr gut sieht man es, glaube ich, hier. Ganz kurz mal gucken. War das jetzt, glaube ich, Bilanz? Haben wir die hier, war? Genau. Die haben wir sehr gut. Wir haben hier 240 plus. Angestelltengewinne plus Wartung. Hier oben und auch auf dem Mond bringt es im Prinzip nichts. Gut, der Mond ist sowieso teuer, müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Hey, seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ich habe da ein paar gut bezahlte Aufträge für dich. Und hier in der Arktis, naja, halt zum einen wegen weil sie Wärme brauchen, war es sowieso ein Platzverschwender. Moment, hier, also man sieht es auch hier, es hat sich auch nicht so viel getan, ein bisschen verändert die Position noch, klar. Muss alles ausbauen, da hier oben vor allem. Aber trotzdem sind die gleichen Leute noch. Beschützer plus Wissenschaft, weil mehr gibt es ja einfach nicht. Ja gut, Geheimhaltung, hier, das Gebäude. Das war noch neu, war. Geheimhaltungsgebäude. Ansonsten halt auch viel produzieren, ist klar. Und dann habe ich hier auf der Insel noch begonnen. Vor allem halt hier wegen Methan, weil jetzt, wo ich hier die Reaktoren nicht mehr habe, man sieht es hier sehr gut. Ich habe weder geothermale Turbinen, genau, weder Gaskraftwerke. Es wird alles vom Mond gespeist. Die ganze Energie kommt vom Mond. Und dem natürlich auch schon krass. Dann eben, weil es hier nur 2 Stufen gibt. Hier auszubauen, es lohnt sich nicht wirklich. Deswegen habe ich auch aufgehört. Und mich mehr auf die Viridische Bucht spezialisiert. Außer halt dem hier, dem Projekt. Projekt auf 4 Zeichen. Da müssen wir jetzt fertig sein, weil es gibt insgesamt, glaube ich, nur 3 Stück davon. Genau, weil hier haben wir bereits der Kanal, sage ich mal, gesprengt war. Hier war der zweite und hier müsste der dritte sein. Und dann müsste auch dieses Projekt, so ähnlich wie in der Viridischen Bucht halt, abgeschlossen sein. Veränderungen stehen bevor. Alle 3 Kanäle sind sicher und voll ausgelastet, um unsere Leute zu versorgen. Im Namen von Seaman International bedanke ich mich für unsere Partnerschaft. Jo, ich danke auch. Also, ich schon, der andere vermutlich weniger. Jetzt ist die Frage, was sagt der andere Typi? Logistik.
krass, war. Ja, wie gesagt, was sagt jetzt er hier unten? Ist genug Zeit, das zu... Ne, da braucht sowieso nicht. Hä, noch eins? Diese Kanäle sind ein leuchtendes Beispiel für den Handel. Ja. Aber was sagt eben er? Schöne Runde. Guten Händler noch. Also ganz ehrlich, im Gegensatz zu früher, wo so der Handel noch gelohnt hat, das sagt zum Beispiel jetzt mit früher, als Beispiel Anno 1404, Das Leben ist so viel hier lohnt es besser, eigentlich nicht, weil die verlangen immer viel zu viel und da ist... Alle Kräfte. Nö. Das ist echt eigentlich besser, wenn man selber produziert alles. Auch wenn es halt ein bisschen teurer ist, vor allem am Mond, muss man halt lange warten, bis man da hoch kann. Oder vor allem hoch sollte, ich bin da viel zu früh hochgegangen. Aber egal. So, wenn wir sagen, hier ist fertig. Also echt braucht Akia schon nur noch zum Produzieren für den Süden halt. Der Mond. Wir haben jetzt hier ein großes Projekt auch abgeschlossen, hier ebenso. Ich Jetzt bin fehlt immer der Mond. unterwegs und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Hier vor allem ein Magnetitgenerator, weil da brauche ich so viel hier oben. Das ist unglaublich. Gut, man sieht hier direkt, ist immer das gleiche Gebiet hier, aber auch hier ein bisschen ausgebaut darum. Man sieht es auch hier, wir haben nur 2 Stufen. Alter, so wenig Bilanz. Minenarbeiter plus Offiziere, mehr gibt es hier nicht. Das ist schon, wie ich finde, ziemlich wenig. Deswegen auch hier oben auf dem Mond, man sieht es direkt hier im Gegensatz zu früher, von 2. Staffel und so. Ich mache jetzt hier auch nicht mehr. Alle Maschinen laufen, ich muss nichts mehr pausieren, alles ist tutti quanti. Das alles nur dank den Investoren auf der Erde. Ja, was ist sonst eigentlich neu? Gesundheitszentrum. Können wir das eigentlich bereits? Das kann ich mehr. Ja, das hat etwas, was einfach halt die Offiziere benötigen, war es klar. Was ist los? Nicht viel. Und es hat eben alles schweinemäßig teuer. Deswegen soll man hier auch ziemlich alles ausstatten. Beziehungsweise günstiger machen. Ich habe ein bisschen verschoben alles. Ist klar, Fusionsdinger vor allem auch. Genau, da habe ich noch ein bisschen was. Kybernetikfabrik. Jo. Vielleicht hier noch ein Modul bauen, wa? Hier habe ich den. Ja, komm, wieso nicht, wenn ich schon dabei bin. Doch müssen wir was bauen, war in dieser Folge, krass. Mach mal den hier. Hier wird das Teil, okay, dann mach es doch so. Wieder plus 10. Der kostet nicht 200. Wir haben hier einen Weltraumkombüs, die sind jetzt auch nicht so teuer. Das war im Vergleich zu anderem. Sauerstoff sowieso nicht. Ja, toll, wir wählen die Dinger wieder. Magnetit, ja, und das los zum Ausbauen. Fusionsreaktoren, wie ihr seht, wir haben jetzt 2 Stück davon. Hui, ja, dann brauchen wir es halt, wenn wir halt sowohl die Arktis als auch die Viridische Bucht, also Akia schon von mir aus, wenn wir beides mit Strom ausstatten wollen, brauchen wir das halt. Das, ja, es ist Wahnsinn natürlich, aber es ist halt nötig. Der Rest genauso, Anti-G-Werkstatt, vor allem hier krass. 8 Stück insgesamt ranpflastern. Die sind so teuer, vor allem energiemäßig. Das ist der pure Wahnsinn. So, ihr seht auch hier wieder Überschuss, sehr viel. Können wir noch einen hier wegnehmen. Ja, sogar 2. Jo, reicht. Also so viel Strom brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Hier. Ups. So, jetzt ist der hier auch beendet. Okay, jetzt haben wir das. Wir haben das. Jetzt auch gezeigt und ja, eben das Abschlussprojekt und so, Magnetikgenerator, man sieht es direkt, wir brauchen das einfach. Man kann ja noch machen hier. Ist echt so teuer, Alter, 30 Stück. Also das ist echt ein guter Tipp, Leute, auf den Mond gehen bitte eher später, es ist so verdammt teuer. Ach, Drake, der ist so ein Arsch. Also, den muss ich sagen, Drake als Gegner selbst wäre nicht schlecht, aber dass der, ich meine, wir können hier problemlos bauen und auch da in Seeschlachten ziehen, das wird gar nicht verlangt. Also man kann es machen, aber es ist kein Muss. Das ist schon ziemlich anders als bei früheren Anno-Teilen. Es ist einfach, naja, ziemlich langweilig, wa? Ich weiß, ich habe bei Anno 1404 öfters beschwert von wegen, oh, Korsaren sind so doof und so weiter.
nerven mich ständig, aber es war trotzdem ein bisschen Action, Spannung, muss ein bisschen mehr Hirn, ne? Logisch, ein bisschen mehr Strategie. Und hier, nö. Also nebenher ist Anno 2005 im generell so Weltraum, mondmäßig, zukunftsmäßig, bin ich ja schon ein Fan davon. Aber das Spiel ist einfach noch zu leicht. Leider. Aber ganz mit künftigen DLCs noch. Sonst irgendwas Neues hier? Ne, da kennen wir schon. Das ist, glaube ich, recht neu. Und ja, auch hier der Mond macht eigentlich mehr hier zum Ausbauen, vor allem energiemäßig. Aber hier Geld eintreiben, nee, das ist einfach alles viel zu teuer hier und bringt zu wenig ein. So, mal Projekt gucken. Vielleicht ist bereits das Ende davon, ich hoffe es zumindest. Weil Teil 1 war hier unten noch. Oh, jetzt plötzlich da war, früher ging es gar nicht. Krass. Fantastisch. Hat mir noch irgendwo einen zweiten das noch? ist das bislang größte Vorkommen. Meine Vorgesetzte hat das Projekt persönlich reaktiviert. Ich gebe zu, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte. Vielen Dank. Magnetikgenerator, sind das jetzt die hier oder was? Aber selber einen bekommen? Nee. Da wüsste ich wohl, wa? Also da stand gerade etwas im Magnetikgenerator, aber nee, hier hin. Aber Eine Zeit lang habe ich... ja gut, genau, für die einsammeln. Das ist natürlich jetzt geil. Hätte ich schon vorgekonnt, wa? Ich trottel. Na egal, Hauptsache wir können es jetzt. Bloß noch ein bisschen Iridium für den Stromverbrauch, aber nehmen wir auch jetzt hier nicht. Hier mache ich von mir aus nochmal einen hin. So. Hier ausgebaut, hier auch. Können Sie natürlich noch bezüglich Credits hier machen, wa? Wieso eigentlich nicht? Ich habe sogar genug. Bis. Aha, war der obere. Entschuldigung. So. Ein bisschen Geld einsparen, wa? Sind wir hier jetzt auch fertig, kosten wir weniger Geld. Wir haben hier oben auch nichts mehr zu tun, also was jetzt noch folgt hier ist einfach noch ein bisschen hier weit ausbauen und das... Meine Vorgesetzte hat einen Auftrag. Ne, brauche ich nicht, dankeschön. Und das kann man natürlich machen und hier einen zweiten und dritten Krater bauen, natürlich kein Problem, aber fehlt eigentlich noch ein bisschen die Herausforderung, wa? Tja, jetzt zurück ab zur Erde. Und dann noch den Rest machen. So, Transfer nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Nicht so. Ich brauche den noch ganz kurz. Und zwar aber auch hier noch einen mehr. Bitte Eintippen. Sie sich dabei an unsere... Naja. Gut. Freunde, wenn wir sagen, wir bringen es zum Abschluss, Wir haben wa? die offizielle Erlaubnis der Global Union, an bestimmten Stellen Brücken zu bauen. Ich habe gar keine Brücke mehr, aber dankeschön. Was ich auf jeden Fall noch offscreen gemacht habe, ist ein bisschen... Wow. Stürzt beinahe ab. Ein bisschen Überschuss machen. Das jetzt hier sehr gut. Biokost, Alter, 14 Reis. Ich habe von allem, vor allem Endprodukten, ein bisschen zu viel. Das muss so sein, weil sonst, vor allem hier, er gibt teilweise einfach Produkte, die sind so schnell wieder weg. Das ist unglaublich. Gut, Freunde, der Abschluss war noch ein bisschen. Ich will es eigentlich weniger machen, so echt irgendwie so im Abstand wären hier, ja, Vorstadt, da unten ist sowieso nur irgendwie eine Art Dorf und hier oben halt die große Stadt. Mach's mal hier, wa? Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Achso, stimmt, ich habe da, ups, das war mein Fehler. Hey, Entschuldigung, müssen ein paar mehr bauen. Ich habe es nur getestet von wegen, ja, wenn ich die Endprodukte, also die Endgebäude ich habe, ob ich die alten wieder abreißen kann. Das irgendwie funktioniert und muss sagen, jo, es klappt. So, wie gewohnt, man kennt es von mir nicht anders, war. Dann lassen wir die mal. So, es müssen eigentlich auch reichen. Dann mache ich noch einen mehr dran.
So. Und dann hier oben noch und dann mal gucken. Vielleicht reicht es bereits, weil wir brauchen im Prinzip nur 2 von Investorengebäuden. So, ja, 2 Manager im Prinzip, also das gleiche, mehr oder weniger. Security, ja, das reicht noch. Ups. Ja. Ne, kann man soll's. Dann mache ich da unten noch, mache den noch. Sieht's aus hier unten? Ja, es geht wieder zurück. Aber der Reis hält. Vor allem, was er verspricht. Ich weiß, doofer Spruch, aber egal. So. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt kann ich die befördern. Also, das ist... Nur 5. Ich glaube, das reicht nicht, wa? Du lässt dir wirklich Zeit. Naja, Schnauze. Ja, hier oben noch bauen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen pingelig und so, was ich gerade treibe, aber ich will es echt so haben, dass es halt ja echt nur Investoren plus Manager habe. Ist vor allem auch besser in ganzen speziellen Gebäuden, weil man sieht vor allem Stadion und der U-Bahn. Die brauchen so verdammt viel Platz. Tja, stellt mir bloß noch eine Frage. Und zwar, Jo, es reicht. Freunde, wir haben es gleich geschafft, würde man sagen. Und noch gucken. Oh, zu wenig Reis wieder. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Problem ist bloß, ich habe keinen Platz mehr für weitere Reisfelder. Ja, doch, natürlich, theoretisch schon. Ich glaube, hier auch nicht mehr, wa? Neue Baupläne verfügbar. Hm? Krass. So, auch nur weil es kann, wir haben ja genug Geld, so ist es nicht. Gut, sonst noch irgendetwas, was gerade im Minusbereich ist? Nö. Es da noch viel noch, wa? Auch das reicht alles noch. Und trotzdem Bilanz, Alter. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt bringt es eh nichts mehr. Aber sonst noch so alles. Gebäude und so weiter. Jetzt haben wir natürlich hier ein riesiges Loch quasi. Naja. Wollen noch ein paar Investoren? Ne, sind genug hier, aber. Also. Die wollen noch, ja, ein paar kleinere. Wenn ich schon mal theoretisch dabei wäre, wa? Hier außen vielleicht. Danke, dass Sie alt. Jo, wegen einem lohnt sich. Damit nochmal ganz kurz checken. Haben wir alles im positiven Bereich? Kann das Spiel so ruhen lassen? Jo, denke schon, wa? Checken noch ein wenig. Tja, Freunde. Das Firmenhauptquartier. Das Stadion, der ist echt so verdammt groß. Deswegen habe ich hier auch noch so einen großen Platz dazwischen. Ach ja, das Feuerwerk. Gut, wohin jetzt damit? Das ist so klein? So in die Mitte, war. Ja, den Adventure baue ich hier hin. Wir haben es. Kann keine Ups. Zweifel mehr geben. Die Big Five gehören der Vergangenheit an. Jetzt sprechen wir von den Big Six.
Aber ich kenne sie lange genug, um zu wissen, dass sie noch nicht am Ende angelangt sind. Sie haben sicher schon Pläne, wie sie sich weiter übertreffen können. Transferroute ineffizient. Wieso? Fehlende Waren. Alter, frisst der Strom! Wow! Output von Transfer. Ja, komm gleich. Gegen Boah. empfohlen. Leck mich am Arsch. So. Arbeite Informationen. Ich bin gerade leicht erschrocken. Flügel des Hauptquartiers. Oh. War ein bisschen vorschnell, war. Die Position hier ein bisschen doof, aber eigentlich nicht alles. Hat doch besser hierhin gemacht. Mal gucken, was haben wir jetzt noch alles? Bauen Sie ein beliebiges Modul, ja, 5 Stück. Hauptquartier 30 kann ich bauen. Hä? Was ist der Unterschied? Kostet noch verdammt viel, wa? 11.000 Mitarbeiter, gut, ich hab genug von dem her. Wo ist denn jetzt? Ja gut. Wir sind, ja. Da können wir doch eigentlich noch relativ viel draus machen, wa? Alter Schwede. Ich denke, das ist doch so teuer, ist aber eigentlich hierfür. Kann mit Club-Einheit im Ubisoft Club freigeschaltet werden. Terminal. Gut, man sieht's, Leute, ich brauche dringend mehr auf meinen Einheiten hier unten. Aber hier Biopolymer und so weiter. Weil es so teuer ist. Ich hätte das nicht gedacht. Also es sieht ja schon episch aus und so, aber es ist so verdammt teuer. Da kann ich 8 Stück machen. Ja, warum nicht gleich so? Ja. Sehr schön. Ja gut, immerhin, jetzt produzieren wir fleißig. Jo, krass, wa? Moment. Jetzt nicht so auf mir sitzen, da bin ich jetzt Perfektionist. Tut mir leid, wenn es dadurch ein bisschen länger dauern sollte. Aber was muss, das muss. Gut, da hätten wir das. Die Bauboots, waren wir die schon wieder? Ich glaube, hier waren sie, wa? Haben wir sowieso genug. So, auch mal 20 machen. Hehe. So, das Hauptquartier, wir machen das jetzt. Vor allem eben, wie bauen wir das jetzt am besten? 100 Biopolymer dafür, wa? Ich brauche 5 Stück ins... Bauen Sie beliebiges Modul wieder abreißen. Das ist jetzt auch wieder so etwas... Eine Kreuzung. Alter, kannst du einfach alles total ausbauen, nur das geht eben nicht. Nö, Clubeinheit muss freischalten. Das Spiel verarscht mich doch. Wie kann ich das überhaupt nicht so bauen? Das weiß ich nicht, aber irgendwie stylisch sieht das nicht aus. Wenn ich den mache. Sie sind unglaublich. Als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich schon, dass sie es weit bringen. Und sie waren auf dem Mond und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Ah, jetzt passt schon besser. Das schon die ganze Zeit, hey, was machen wir falsch? Tja, bin ich von Breite her und so, wa? Platze auch nicht ganz so, aber es nehmen wir jetzt auch nicht so wurscht. Alter, wie krass ist das denn bitte schön? Am Schluss noch so einen Hammer raushauen von wegen, ja, ist nicht unbedingt wichtig, aber ist teuer und so weiter, von dem her gar heil. Ja, irgendwie schon, wa? So, was soll denn der Quatsch hier? Ja, wie gesagt, dass das hier der perfekte Platz ist für das Hauptquartier, natürlich eine andere Frage. Vielleicht sollte ich den Bahnhof nochmal verschieben und dann so herum, wenn es wirklich schön zentriert ist und so. Aber das wäre im Prinzip Zukunftsmusik, obwohl, wenn ich schon mal dabei bin. Jetzt kann bleiben, wa? Komm, wisst ihr was, jetzt bin ich schon dabei und ich sage sowieso, es wird der Abschlusspart werden, also kann ich jetzt ruhig auch ein bisschen überziehen. Und vor allem unnötig alles machen, ne? Ist ja gar nicht nötig, Michael. Ja. Nee, ich finde vor allem bei Anno, wenn man halt schon etwas macht, dann soll man es auch richtig machen. Oh, das ist plus 9. Faszinierend. So, bleibt er doch noch. Gut, dann mache ich das ein bisschen zentrierter, was gar nicht klappt. Das Hauptquartier ist doof. Egal, was soll's. Lassen wir es hier so. Natürlich können wir hier noch alles schön ausbauen und Blümchen in Pflanzen und so weiter und so fort. Oder hier vor allem noch eins am anderen hinbauen. Beim Ausbauen. Die Baubots lassen auf sich zu wünschen übrig. Okay, wir auch noch einen. Jo, und alle jubeln und applaudieren. Yeah, Mann, das ist Michael. Er ist der King im Ring. Hey, hier passen da ganz gut hin. Also total übertrieben, ne, aber ist ja egal. So, ein paar Parkplätze, aber das Land natürlich auch. Noch etwas Schönes, hier noch ein Parkplatz, ein Mini-Ding. Nö. Kann man sonst noch etwas bauen? Haben wir da 100? Gut. So, was fehlt jetzt noch? Hier hinten noch. Und sag die Bums. Und vorbei ist das Ganze. Das würde man sagen, Leute, war's mit dem Let's Play zu Anno 2205. Ja, man könnte, wie gesagt, noch sehr viel bauen, noch sehr vieles ausbauen und so weiter, aber das wäre, wie ich jetzt mal behaupten würde, alles ohne wirkliche Herausforderung. Wir haben es gesehen, es klappt doch alles so ganz gut und ja, vor allem, wie gesagt, wir haben jetzt alles freigeschaltet, was überhaupt ging. Wir haben zwar, ja, von Einwohnerzahl, würde man sagen, geht es hier noch ein bisschen mehr, oder? Wie sieht es hier aus, mäßig die Regionen? Alle auf einen Blick, weil eben Arktis und Mondregion gibt es nur die 2 Stufen. Natürlich kann man dann nach Haus bauen und so weiter, aber halt nur vor allem Manager und Investoren, die bringen Geld ein, alles andere kannst du sowieso vergessen. Schulendrückzahl nach knapp 4 Stunden. Ja, also das kann das Spiel von mir aus selber machen. Ich muss sagen, ich bin jetzt doch zufrieden mit dem Spiel, also mit dem Spielabschluss in diesem Sinne. Dass man alles zeigen konnte und in diesem Sinne einen doch eigentlich relativ guten, vernünftigen Abschluss kreieren kann. Klar, und dahin noch so viel mehr machen und da unten auch und so weiter und so fort. Noch viel mehr bauen, noch viel mehr ausbauen, aber warum? Wir haben alles freigeschaltet, alles gebaut. Wir können doch uns alles Hauptquartier bauen, ja super. Vor allem das noch ausbauen, noch viel größer machen.
Aber mit dem Stromverbrauch sehe ich gerade 103 ist nicht mehr so viel. Aber nee. Sonst richtig auch gemacht und ja, hier Orbital Watch und so weiter. Ist nice zum Angucken, aber wenn es einfach nur ein Gegner ist, der sonst noch interveniert, wenn du trotzdem fleißig weiterbauen kannst, so weiter, das ist einfach, naja, lame halt. Oh, dann tut zu wenig Geld, war. Sie von mir. Bei ihr wird es gleich gehen. Guten Tag, Sie möchten mit mir reden? Nur zu. Ich hole noch sagen, wenn man hier einen Sektor übernimmt, wa? Oh, hi. Oh, Schön, Sie das ist ein wieder bisschen zu sehen, teuer. mein Freund. Und, was kann ich für Sie tun? Cassian Industries. Sagen wir gerade auch. Der Marktführer. Ne, müssen wir das hier machen, wa? Wäre noch am günstigsten und wird auch gleich schon funktionieren. Okay. Dann ist halt die Frage, wo kann ich noch irgendwie ein bisschen einsparen? Vermissen wir Kohle noch schnell. Wir haben bloß 3 Überschuss, das bringt nichts Großartiges. Hier vielleicht. Plus 6. 0. Das sind noch ziemlich die teuersten hier. Der hier noch Wartung. Ja, so warte doch mal. Ups, Aminosäure jetzt aber nicht. So, wir haben gleich die Kohle beisammen. Alter, 50. Der Plastik ist so 2017. Ja. Geiler Spruch, ey. Läuft. Auch nur Sonnenblumenfarben dafür, warten sowieso gerade wieder voll ist. Ne, es bringt zu wenig. Man sieht es auch hier. Das war schon richtig niedlich. So ein Biokost bringt echt 6 Stück auf einmal. Ah, 5. Ergo geht natürlich auch. So, so langsam genug haben. Sehr gut. Sie haben 5 Minuten. Jo. Auf mal einen Sektor übernehmen, wa? Da müssen wir aber echt alles, was sie überhaupt möglich ist, im Spiel gezeigt haben. Also, ich hoffe zumindest. Hey, du expandierst? Einfach aufgekauft, zuck. Gut, dass wieder Bilanz unten ist. Ja, bis ich wieder 4,8 Millionen habe, dauert es ein bisschen, aber hey. Aufs Spiel ein paar Stunden lang offscreen weiterlaufen lassen. Vor 100 Jahren war das alles Wasser. Aber die Klimastabilisierungstechnologie der Custodians hat hier eine neue arktische Biosphäre geschaffen. Klimastabilisatoren sind schwierig zu warten. Die älteren setzen häufiger aus. Der Stabilisator hier ist besonders instabil. Aber da das jetzt Ihr Sektor ist, werden Sie das sicher in Ordnung bringen. Ist doch etwas komplett Neues, oder wie sieht das jetzt aus? Das ist immerhin schon ein globaler Raumhafen. Okay, immerhin etwas. Defekter Klimastabilisator. Oh, hey, alles cool bei dir? Das auf der wieder, ja. Ich überlege gerade, da hat er gerade von wegen, ne, vielleicht auch noch etwas Besonderes, Neues, Aufregendes. Gehen wir ganz kurz hier hin. Wie gesagt, von der Bilanz her, kein Problem. Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden. Natürlich. So, wie sieht's hier aus? Dieses Gebiet dürfen nur Custodians betreten. Ich bin nicht befugt. Ach, vergiss. Naja gut, aber so etwas habe ich ja bei mir auch. Also sprich in meinem Gebiet. Ist das wieder etwas Besonderes Dieses Neues, Gebiet oder? Schön. Ich sollte dir das eigentlich nicht sagen, aber ich bin diese einsamer Wolfhaltung der Arctic Custodians echt leid. Fakt ist, dieser Klimastabilisator spinnt. Ich bin zwar kein Experte, aber für die Überwachung dieses Dings zuständig. Es gibt momentan sowieso nicht viel zu handeln. Und so kaputt wie er ist, dachte ich, wir rufen ein Unternehmen zur Hilfe. Solange niemand Dr. Eisblock davon erzählt. Okay, und weiter.
Reparatur Self City House. Muss doch irgendwie was Neues erfinden, oder wie sieht's aus? Gemütliches Wettereinstellung. Starke Regenfälle erzeugt heftige Schneestürme und stürmische Monsune. Aha, aber etwas ähnliches, was wir halt unten haben bei uns in der Veridischen Bucht. Einfach nur, dass dort halt so ein paar Effekte sind, war. Sprich, ja, ein bisschen Konfetti und so weiter. Und hier ist halt doch ein bisschen mehr. Alle Raumhafen und so. Ja, nochmal neu anfangen und das reparieren und so weiter. Klar, lass dir Zeit. Ich wollte mich... Ja, aber klingt schon so, als wäre es im Prinzip das, was wir bereits kennen. Aus der Bucht im Süden halt, oder? Ist von dem her eigentlich nichts großartig Neues. Sind die gleichen Items und so weiter und so fort, die gleichen Rohstoffe. Produktion ist einfach halt ein anderes Gebiet. Diesmal geht es nicht darum, irgendwie eine Statue zu erbauen mit grandiosen Feuerwerkseffekten. Nö, jetzt geht es einfach nur darum, Klimastabilisatoren, genau, zu reparieren, aber ansonsten wird es das Gleiche sein. Gut, ne, denk mal, dann war es wieder mal hier für Anno 2005. Jetzt haben wir auch das große Finale noch gezeigt. Zumindest mal vom, sag jetzt mal, Hauptspiel, sag ich jetzt mal gerne. Ansonsten, nächsten paar Tagen, glaube ich sogar, soll es noch eine neue Map geben, die sogenannte Wildwater Bay. Vielleicht gibt es sogar schon, wenn der Part herauskommt. Da geht's, also die Map ist scheinbar dann an Anno 2070 angelegt, wobei ich jetzt von dem Spiel nicht so ein Fan war, aber kann man auch mal zeigen bei Gelegenheit. Und dann aber vor allem mit dem Season Pass im Verlauf vom Jahre 2016 kommen soll. Da geht es, glaube ich, vor allem auch darum, dass man ein bisschen mehr im Weltraum expandiert. Momentan sehen noch so, ja, wegen Mond besiedeln und so weiter und so fort, aber dort soll es echt darum gehen, Raumstationen im Weltall selbst und so noch auf irgendeine Art und Weise beeinflussen, Produktionswege zu erschließen und so weiter und so fort, vermutlich auch neue Items. Ich denke mir vor allem dann, wenn es darum geht, auch neue Items zu zeigen, dass es dann wieder mal Zeit wird, hier das Let's Play fortzuführen, im Sinne von, ja, normal Let's Play halt, oder Let's Show, Live-Let's Play im Stream, was auch immer, was man noch alles machen könnte. Es gibt sicher noch einige gute Varianten dazu. Jo, in diesem Sinne mal, danke fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei Anno 2005. Ciao zusammen!